Im Jahr 250 ungefähr vor Christus wieder ein Reich, der wolle einen König wählen. An diesem Reich wieder der Angewohnheit, des Prinz, was wohl König war, der muss befreit sein. Aber das ist wieder auch nicht befreit, der hat keine Frau. Und dann sagt eine Frau, die sagt eine Prinzessin, die wird das ganz Beste wohl sein für diesen Pastor. So, der hat eine große Leib für Blumen. Und so sieht er würde so verdeilen. Und das Mädchen, das am der wertlichste, der rechte Blumen bracht, die würde Prinzessin sein und mit der würde sich befreien. So, alle Mädchen kommen und die wollen die Prinzessin sein. Und da das so verdeilen. Und dann noch was Zeit, als das dann Zeit wird, dass diese Blumen sollen gebleicht haben, dann können die kommen. Dann wird der große Tag gekommen und ein von den Mädchen, der auch so zu kriegen hat, der hat wenig gewaschen. Der hat einen Blumentopf genommen, der hat die gegoten, der hat die gepflegt und alles, aber der wird niemals nicht abgekommen. Die wohnt bei ihrer Oma und dann sagt er, weißt du was, Oma, ich will auch teilnehmen. Da habe ich keinen Sinn, sagt der Oma. Die ist ja nicht mal abgekommen. Kriegen dann, ich will mich präsentieren. Ich habe geprüft und ich wollte sagen, dass ich geprüft habe. Das hat keinen Sinn, ich nehme diese besonders. Als der Tag, dann lässt sie den letzten Tag kommen und die hat die Hand dann. Und die Mädchen mit langen Fehler, mit Strom, mit Blumentopf, mit den stromsten Blumen präsentieren sich. Und der König, der zukünftige König des Prinzen, der checkt und checkt. Und eine Blume stromer als die andere. Und dann sitzt er noch hier, das Mädchen, der hat einen Blumentopf, aber das ist keine Blumenbeine. Und du, was ist mit dir? Weißt du was, Prinz? Das Thema ist, ich habe das so gekriegt, ich habe die gesagt, ich habe die gepflegt, ich habe die gegoten, so was, aber er ist niemals abgekommen nicht. Und ich will aber trotzdem präsentieren, wenn ich meinen Brüste gemerkt. Und dann sagt der Prinz, du wirst die Königin sein. Warum? Der Sohn, was er gegeben hat, dass wir als Deutsche Sohn, der kann niemals abkommen. Was der andere getan hat, als der Sohn nicht abkommt, der andere Sohn haben, am Strom Blumen zu präsentieren, aber in Wirklichkeit will er seine Wünsche ehrlichste, wer bereit wir ehrlich zu sein und sagen, das ist niemals abgekommen. Keine von den Sohn wir keimfähig. Alle wären all kaputt und können nicht Blumen bringen. Sie haben alle andere die falsche Stromblumen gebracht. So viele Menschen bringen falsche Stromblumen, dass mein Partner mich annimmt, da will ich was Geld präsentieren. Der Berner, das ist der aller Deutsch. Aber hier bietet das sitzen sehr Strom. Und die will ich bloß dort was bieten, essen was. Und das soll so Strom lassen. Oft das die Wahrheit ist mir doch ganz dünn. Ich will ein Schmack geschafft haben. Oft das wirklich die Wahrheit ist eine andere Sache. Ich will diesen Partner gewinnen. Oft das die Wahrheit ist eine andere Sache. So viele Menschen sind bereit, irgendwo ein bisschen bei der Zeit zu üben, bei der Wahrheit. Hauptsache, das ist ein Geschmack für die Menschen. Das gibt Menschen, die sind in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8, sagt, dann, dass der Talat, all die, was ungläubig sind, was Mörder sind, was unmoralisch sind, was Zauberer sind, und Abgötter, und all die Lehnischen, die waren an dem Säu von 4 in Asufre kommen, was der zweite Tod ist. Also, all die, was leben, die waren nicht im Himmel gekommen. Die waren durch am zweiten Tod kommen. Das gibt Menschen, die sind sehr gut, bloß die haben immer Trouble mit dem Verlegen. Immer bloß leben. Die anderen, die sagen, ich habe meinen Partner mit Verlegen, die Kinder mit Verlegen, am Geschäft mit leben. An dem Ende mit leben. Beste Leben bloß soll jedoch nicht so schlimm sein. Ich sehe doch ein guter Mensch und die gute Sache soll so viel besser sein. Was ist das in deinem Leben? Musst du die Blumen von der Ehrlichkeit präsentieren, mal bloß mit dem Laden Top? Gott sieht Menschen, die bereit sind, ehrlich zu sein. Auch dann, wenn das alles nicht funktioniert im Leben.